Hallo zusammen, wir begrüßen euch heute aus Naya Pool. Das ist der Ausgangspunkt für unsere 5-tägige Trekkingtour am Fuß des Himalaya. Und das, was wir hier im Hintergrund hören, ist irgendeine Hochzeitszeremonie, wo wir uns jetzt daran vorbeikämpfen. Der Poon Hill Track erstreckt sich über 45 km. Gestartet wird auf 1070 Meter und der höchste Punkt befindet sich auf dem Poon Hill mit 3210 Meter. Wir haben also gut 2000 Höhenmeter zu bewältigen. Einmal darauf und einmal wieder durchab. Ausgangs- und Endpunkt ist Naya Pool. Der ganze Track ist also eine Rundwanderung und kann in beide Richtungen gemacht werden. Wir entscheiden uns spontan für die eher weniger gewählte Strecke Richtung Gandruk. Auf diesem Weg wandern wir zuerst entlang von ziemlich trockenen und staubigen Feldern und durch viele kleine und herzige Dörfli. Zwei Stunden später fängt der eigentliche Aufstieg an. Über unzählige Steigestufen gewinnen wir schnell an Höhe. Leider sind die hohen Gipfel während dem ganzen ersten Tag von dichtem Dunst bedeckt. Nach 3 Stunden Treppensteigen kommen wir erschöpft und ein bisschen enttäuscht vom Wetter in Gandruk auf 1940 Meter an. Die erste Nacht am Berg ist kalt, aber erholsam. Die Sonnenstrahlen, die durchs Fenster scheinen, lassen unsere Hoffnungen auf einen schönen Tag wieder steigen und tatsächlich werden wir mit einem ersten Blick auf die schneebedeckten Gipfel der Annapurna Range belohnt. Auf der zweiten Etappe geht es weitere 600 Meter durchauf nach Tadapani. Das Mal aber nicht über die Reisterrassen vom ersten Tag, sondern durch kühle, mit Moos bewachsene Rhododendronwälder. Wo wir am frühen Nachmittag in Tadapani Halt machen, sind die Sonne und die Gipfel schon wieder hinter einer dicken Wolkendecke verschwunden. Weil es draussen empfindlich kalt geworden ist, gönnen wir uns drinnen am warmen Ofen eine warme Mahlzeit. Für das nächste Nachtlager ist es noch zu früh. Darum wagen wir uns nach dieser kurzen Stärkung nochmal in die Kälte raus und wandern das letzte Stück vom Tag nach Pantati. Die Gegend hier erinnert mehr an eine Dschungellandschaft wie an Himalaya. Auch wenn es uns hier gefällt, haben wir uns die Berge ehrlich gesagt etwas anders vorgestellt. Um doch noch ein anständiges Bild vom Himalaya zu bekommen, nimmt uns der Bub vom Gasthaus am nächsten Morgen mit auf einen nachgelegenen Aussichtspunkt. Der Aufstieg so früh am Morgen ist schwer, aber wir werden nicht enttäuscht. So nach dem super Start im Tag um einen feinen Morgen sind wir, glaube ich, ready zum Mittag, oder? Wir haben hier eine kalte, aber gute Nacht verbracht in einem kleinen, herzigen Gasthaus. Wir waren die einzigen Gäste, aber das war gar nicht so schlimm. Sie haben sich umso mehr um uns gekümmert. Der kleine Bub hat uns heute Morgen sogar noch den Weg auf einen Viewpoint gezeigt und das hat sich wirklich auch gelohnt. Mega, ja, mega. Ja, voll. Und ja, jetzt haben wir noch eine vorletzte Etappe vor uns. Wir werden heute in Gorepani übernachten. Das ist der Ausgangspunkt für auf den Poon Hill. Und bis dorthin geht es jetzt etwa noch 3 bis 4 Stunden. Wir sollten also etwa am frühen Nachmittag dort sein. Gorepani selber liegt zwar nur auf ca. 2800 Meter. Um dort hinzukommen, müssen wir aber noch eine letzte Hügelkette bewältigen, die uns auf über 3000 Meter raufführt. Durch die vielen Bäume sehen die umliegenden Berge wirklich nur aus wie Hügel. Uns wird darum erst durch die Kälte und der Schnee so richtig bewusst,
wie hoch wir eigentlich sind. Ja, wie ihr seht, ist es schon ordentlich kalt geworden. Wir leider nicht sehen. Hier wären Annapurna 1, 2, 3 und 4. Die man leider nicht sieht, weil wir mitten in der Woche sind. Aber ja, wir haben ja dann morgen noch mal eine Chance, wenn wir auf dem Poon Hill runter sind, das Ganze von 3000 Metern runter zu sehen. Obwohl wir so hoch oben sind wir so wettertechnisch also auf dem bisherigen Tiefpunkt angelangt. Teilweise sieht man kaum 10 Meter weit. Der letzte Abstieg auf dem Grat Richtung Gorepani lässt darum nur erahnen, wie grandios hier die Aussicht bei schönem Wetter wäre. Unsere letzte Hoffnung für einen Blick auf die 8000er vom Himalaya ist jetzt der Poon Hill. Früh am nächsten Morgen machen wir uns so noch im Dunkeln an den 45-minütigen Aufstieg. Die klare Nacht und die freie Sicht auf Mond und Sterne macht uns und vielen anderen Trecker Mut. Von den Bergreisen sind zuerst nur die dunklen Umrisse auszumachen. Mit dem ersten Licht der Morgensonne zeigt sich der Himalaya aber endlich in seiner vollen Pracht. So, nachdem wir gestern noch im Nebel in Gorepani angekommen sind, haben wir heute Morgen mehr Glück gehabt und sind mit einem wunderschönen Sonnenaufgang belohnt worden. Wir sind hier auf dem Poon Hill runter, der ist auf 3100 Meter. Aber was ihr hier hinter mir seht, das ist noch viel grösser. Wir haben auch die ersten 8000er in unserem Leben gesehen. Das dort. Der kleiner, weil er weiter hinten ist der Annapurna. Der ist 8091 Meter hoch. Wir haben sogar noch einen zweiten 8000er, der noch etwas grösser ist. Dort hinten. Das ist der Dhaulagiri und der ist über 8100 Meter hoch. Wirklich wahnsinnig, so etwas mal zu erleben. Und nur schon wegen dem hat sich der ganze Aufstieg über die 3 Tage, die wir jetzt hier hatten, gelohnt. Und wir werden das sicher nie mehr vergessen. Immer noch ein bisschen müde, aber überglücklich machen wir uns nach dem wunderbaren Morgen einen langen Abstieg Richtung Nayapul. Die letzte Nacht auf unserem Trekking verbringen wir in Hile, bevor wir nach 5 anstrengenden, aber unvergesslichen Tagen wieder an unserem Startpunkt ankommen. Es war nicht nur eine Wanderung entlang vom Dach der Welt, sondern auch eine Wanderung zurück in die Zeit. Die Kultur und das Leben der Nepalesen in dieser wunderschönen Bergregion hat uns so am Schluss fast noch mehr fasziniert wie die Berge selber. Und auch wenn das Wetter nicht immer mitgespielt hat, werden uns die Bilder vom Himalaya und diesen farbigen nepalesischen Dörfli darum noch lange begleiten. Du, hä? Du noch ein bisschen? Wir wären am Ende angelangt von unserem 5-Tages-Tracking. Es war mega cool, die 5 Tage sind so schnell vorbeigegangen. Ich muss sagen, gerade für uns als Anfänger war der Poon Hill Track mega gut geeignet, oder?
Ja, voll, er war auch nicht streng gewesen. Also wir spüren zwar unsere Wädchen jetzt schon nach diesen 5 Tagen, aber wir sind eigentlich perfekt so als Einsteiger und auch super gut zu machen ohne Guide. Wir waren zwar fast die Einzigen, die ohne Guide unterwegs waren, aber das ist überhaupt kein Problem. Vor allem jetzt in der Nebensaison findet man eigentlich überall, in jedem Örtchen, problemlos eine Unterkunft auch. Ja. Das ist wirklich kein Problem. Und wir wissen schon, dass wir werden sicher wiederkommen nach Nepal und dann auch ein grösseres Trekking machen, also 10 Tage oder 2 Wochen, je nachdem, was wird man dann sehen. Und dann sind wir dann ein bisschen besser ausgerüstet. Und haben dann wahrscheinlich auch einen Guide. Genau, weil man kann halt dem schon noch mehr Sachen zeigen, erklären und ja, es ist nochmal ganz andere Sachen. Ja, voll. Ja, also ich würde sagen, wenn ihr noch Fragen habt zum Trekking allgemein oder auch sonst, dann stellt doch die unten in den Kommentaren. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch noch sonst noch mehr von unserer Reise sehen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal, wir würden uns mega freuen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut und bis bald. Tschüss zusammen. Die Hälfte. Oh, au, oh, oh, au. Macht jedes Gelenk weh.